Dann hat er seinen Blumentopf hineingesetzt, ist in die Stube und hat den Baum so in eine Ecke gestellt, dass man bloß die schöne Seite gesehen hat. Auf dem Estrich hat er noch Christbaumschmuck gefunden, sogar ein silbriger Stern war dabei und auch noch ein Glöckchen. Unterdessen ist dem Hans-Peter seine Mutter in der Küche gesessen und hat Herdöpfel geschält. Das Herz war ihr schwer. Auf einem Schimmel ist nämlich das Katrinli gehöckelt, dem Hans-Peter seine Schwester. Sie hat ganz traurige Augen und gefragt: «Mutter, warum kommen wir keinen Weihnachtsbaum über? Wir sind doch brav gsi, der Hans-Peter und ich. Du müsst doch das Christkindli.» In dem Augenblick hat man einen ganz feinen Ton gehört, so wie von einem Weihnachtsglöckli. Dann ist die Stubentür aufgegangen und da ist er gestanden, ein strahlender, herrlicher Weihnachtsbaum. Das war eine Freude. Sicher ist in der ganzen Stadt kein Weihnachtsbaum so bewundert worden wie der. Und er war so glücklich, dass er am liebsten einen Bürzelbaum gemacht hat. Am nächsten Morgen ist der dicke Spatz anzufliegen gekommen. Er hat durchs Fenster geguckt und den Schnabel fast nicht mehr zugebracht, vor Staunen über seinen alten Freund, der in seinem ganzen Glanz da gestanden ist. Das ist der schönste Weihnachtsbaum in der ganzen Stadt. Der Hans-Peter hat den Weihnachtsbaum wochenlang gepflegt. Und als er fast keine Nadeln mehr hatte, ist er erst noch nicht verbrannt worden. Der Bub hat für sich aus dem Stamm ein Schiffli geschnitzt und eine lustige Babe für seine Schwester. So hat er am Tannenbaum ein längeres und schöneres Leben gehabt als seine stolzen Kameraden.